Servus, ich bin's wieder, der Markus Tremmel. Freut mich, dass Sie zuschauen. Wobei das Vergnügen momentan eindeutig mehr auf Ihrer Seite ist. Ich soll da ans andere Donauufer zur Walper, das Wirtshaus von Josef Menzel und seiner Kapelle und der Frau Evi. Da ist halt Museum Gesang im Wirtshaus. Das ist bei Pendling, bei Ringsburg ist das Ganze. Ich gebe zu, mit so einem Donaudampfer war es natürlich eindeutig schneller gegangen. Aber gerade so handgemacht wie das Bootfahren ist natürlich auch die Musik, die wir haben. Und ich weiß jetzt natürlich nicht ganz genau, ob ich da heute noch rumkomme. Vielleicht, dass Sie schon mal vorausgehen ins Wirtshaus. Und ich komme dann noch, wenn es gewiss ist. Oh, jetzt, das Feier bringt. Der Bruder geht schon gringt, im Weißblind dahin. Oh, jetzt, das Feier bringt. Das Feier bringt. Hör mal auf. So, kaum wartet ein paar Stunden, ist der Tremi auch schon da. Gell? War ein hartes Stück Arbeit jetzt. Sie werden ja schon mitgekriegt haben, ob drin was los ist beim Wirt. Ich komme jetzt auch dazu. Der Bruder geht schon gringt, im Weißblind dahin. Oh, jetzt, das Feier bringt. Das Feier bringt. Unter ihrer Ding. Ja, schau her, gescheit voll ist die Hütten. Und eine rechte Freude, meine ich, haben's auch schon. Aber wo ist jetzt der Chef von der Kapelle, der Josef Menzel? Da ist er, rechts, der da. Die Kapelle Josef Menzel. Haben schon kernige Burschen, gell? Musikantenfreundliches Wirtshaus. Wenn ich jetzt sagen darf, wirtshausfreundliche Musikanten, ist das quasi eine Tautologie, sowas wie ein weißer Schimmel, oder? Wirtshausfreundliche Musikanten sind wir mir jetzt schon fast nimmer, weil die Wirte so meistens die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn sie die Zeche dann sehen. Ne? Weil die Gagen sind immer relativ gering, aber die Zeche. Die Zeche, ja, genau. Die kommt dann hinterher immer dann, das böse Erwachen. Jetzt habt ihr ja internationale Auftritte, Spitzenengagements beim Erdbeerfest in Hinterhugli-Harpfing heute schon mal gewinnt. Ja, das, sagen wir mal, das haben wir heute einmal so geschrieben in unserer, heute sagt man Vita, ne? Oder so, das waren unsere ersten Engagements, das Erdbeerfest in Kalberg und das Pfarrfest in Ziegersdorf. Und natürlich unter Irading, das sind so Orte, die, ne? So wie das Jazzfestival in Montreux und in Burghausen. Ne? Das ist so unter Iradinger Kirche. Ne? Ich hab's ja öfters im Radio, wenn ich Volksmusik habe ich die Kapelle Josef Menzel. Öfters habe ich ihn oft. Seid schon einer von den fetzigsten. Und auch sehr bekannt, weithin bekannt. Trotz Funk und Fernsehen. Ne? Trotz Funk und Fernsehen bekannt. Da. Angeblich haben sich die Burschen ja einst bei einer Rauferei kennengelernt. So wird's wenigstens kolportiert. Das ist die Wirtin, die Evi. Und jetzt? Tschüss, Beutel. Ja. Und jetzt komm! Wahnsinnige! Ja, immer zu einem Scherz aufgelegt, gell?
schaut sie, die Musikanten haben einfach einen Durst. Ja, und nicht nur die Musikanten, ja, Mann, Prost! Wichtig bei so einem Abend ist ja, dass die Musik nicht ausgeht und das Trinken auch nicht. Aber da feilt sich in beiden Fällen in der Waldbahn nichts. Musik und Gesang im Wirtshaus heute aus Unterirading bei Pendling ist es bei Ringsburg schön, dass sie Auftrat haben, ihren Fernseher, weil die Auftraten, das sind die, gell? Genau. Aber keinen Knopf habt ihr jetzt nicht, wo man ihn einschalten kann. Nein. Das hat selber ein Auftrat. Genau. Genau. 1, 2, 3, 4 junge Musikanten. Wo spielt ihr sonst so? Überall. Hauptsache Pfeffer daheim. Hauptsache fort von daheim. Genau. Hauptsache fort von... Ja, das ist das richtige Motto fürs Wirtshaus singen. Gell? Ja. Einen Vogel habt ihr ja abgeschossen. 2009 haben sie einen Vogel abgeschossen, und zwar den Zwiesler Fink. Den Zwiesler Fink haben sie abgeschossen. Das ist... Wir haben teilgenommen. Teilgenommen. Genau. Und gewonnen? Abgeschossen habt ihr nicht? Nein. Ha. Dann habe ich einen Zwiesler Fink dabei heute. Einen Tremmelschen Fink. Spielt's noch mal eins und ich spiel mit. Was spielt's denn? Einen Guggenbordischen. Einen Guggenbordischen. Pfeift nicht gescheit, das Papageno Wasserpfeiferl. Ah, jetzt geht's schon besser. Evi, Ja, mach es. kann ich dir mal ein wenig helfen? Da bei der- Immer. Gell, weil ich bin ein guter Wirt. Ehrlich. Ja, das ist nämlich die Wirtin, die Evi. Und zapfen tue ich besonders gern. Das habe ich gelernt. Weil ich warte einfach auf den nächsten Bon. So wie er boniert wird, so hau ich das aus. Da. Jetzt kann ich das. Ah, geht schon weiter. Tisch 20, 3 Weizen leicht. Oh. Ich hab's ich jetzt ganz gut, weil ich arbeite gerade im Wirtshaus. Genau. Jetzt ist Nina aus Weißbier war soweit. Für Tisch 20. Du weißt, die reagieren ja überhaupt nicht, deine Besinnungen. Franzi, darfst du das für Tina schnell wegbringen, bitte? Einen schönen Gruß von Tremmel. Tisch 20, wo ist Bedienung? Tisch 20, ein helles. Jawohl. Der Tisch 20 sauft vielleicht, das ist ja der Wahnsinn. Wer sitzt denn da? Kann dann auch verleihen. Ja, der nächste Bon wird gleich kommen. Das ist ja ein richtig schöner Platz bei Ihnen da, gell? Das Wirtshaus da unten an der Donau. Schon. Ist da draußen dein Lieblingsplatz wahrscheinlich im Biergarten? Im Biergarten? Na, verweist. Ehrlich? Wo ist der Lieblingsplatz, der schönste Platz da? Soll ich dir mal zeigen? In Ihrerding, ja. Wir müssen einen kleinen Spaziergang machen. Kann man machen, ja. Das ist ja durchaus ein geschichtsträchtiger Boden da, gell? Ja. Römische. Ist die Aussicht so schön, wie der Weg steil ist? Noch viel schöner. Wie schön. Gleich kriegen wir eine schöne Aussicht. Wird schon leichter, schau her. Ui, das ist aber schön. Das sieht man wunderschön auf die Donau runter. Setzen wir uns her. Das ist die Donau. Herrlicher Blick, du hast recht, dass es ein schöner Platz ist. Da. Gell? Nichts viel versprochen. Nein. Und da unten ist das Wirtshaus, die Waldbahn. Genau, gleich da drunter ist die Walper. Und warum heißt die Waldbahn Waldbahn eigentlich? Das ist von der ersten Wirtin, die da war. Also die erste konzessionierte Wirtin, sagen wir mal so, das war die Walburga Reisinger. Und daher kommt der Name Walper. Genau. Waldbahn. Genau. Der Mutter Josef, haben wir ja schon Musik spielen sehen, ist eher selten im Wirtshaus. Ja, im eigenen ist er eher selten, da hast du recht. Ja, das ist gut gesagt. Aber Doxen, Doxen, treib ihn aus. Aber Doxen, Doxen, treib
gesehen, wie die Kinder schon mitgesungen haben. Das möchte ich jetzt direkt schon wissen. Wie heißt es denn das? Quirin, Corbinian. Du bist der Quirin, Corbinian. der Corbinian, Johanna Andreas. Johannes. und der Johannes. Sagt einmal, woher kennst du denn den Text so gut? Weil mein Papa, der Josef Menzle, mein Papa, wir kennen einfach alle Lieder, die der singt und spielt. Und deswegen kennen wir auch den Text so gut. Da dürft ihr auch wie mitsingen. Aber ihr seid nicht lauter Kinder, gell? Nein. Spielt Papa und Mama auch bei Ihnen? Ja. Ja, eine musikalische Gegend, gell? Nachher singt wieder mit, gell? Wenn sie wieder singen. Aber ich glaube, da vorne spielt die Musik schon wieder weiter. Müssen wir schauen. Ha? Es war Krone, so schneidig ins Korn. Den Bauern und Ganzen, das ist so voll schön. Hol ja iri, hol ja iri, hol ja iri, ei ho. Heut mach's an Hofra, heut bleib's wieder stehen. Hol ja iri, ei ho. Ja, das Landerisch tanzen und Samstagnacht, das hat die Kurve so liederlich gemacht. Ja, das Landerisch tanzen und Samstagnacht, das hat die Kurve so liederlich gemacht. Darf ich mich schnell hersitzen zu Ihnen? Das Jagerblut heißt diese Gruppen Jagerblut. Die Elke in der Mitte. Nein, das bin ich. Schon von da auch. Die Elke, die Marion und der Wolfgang. Warum heißt das Jagerblut? Hat eine ganz bestimmte Bedeutung, gell? Ja, weil wir alle Jäger sind. Ja, Jager, alle miteinander. Wir haben alle mit der Jagd zum Tor, sagen wir. Ich hab bloß einen Jäger geheiratet. Ach so, ja. Geht auch. Macht auch nichts. Aber auch auf einer Jagd kennengelernt, gell? Ja. Genau. Ja, man soll keine Fragen stellen, die man mit Ja oder Nein beantworten kann. Ich bin lang genug Reporter, dass ich es wissen müsste. Da haben wir jetzt in Rengsburg oder Umgebung, oder wo genau? Ja, bei Altentan. Bei Altentan. In Rengsburg gibt es ja diese fürstlichen Wälder, vermute ich mal. Habt ihr da auch eine Jagd? Wir sind praktisch die Jagdnachbarn. Die Nachbarn. Was gibt es, da mich interessieren, rund um Rengsburg für Viecher? Wald, Tiere, Wild? Rehe, Haufen Wildsau. Wildsau gibt es auch. Wildsau auch. Was ist der Unterschied zwischen Enterhall und Herentahal der Donau im Wildbestand, meine ich? Gibt es da einen Unterschied? Also wir sind im nördlichen Teil der Donau. Und im südlichen Teil der Donau, da haben sie halt wenigstens noch Hasen und Fasanen. Die gibt es bei uns fast gar nicht mehr. Weil jetzt haben wir Herentahal der Donau unter ihrer Ding beim Josef Menzel, also südlich der Donau. Oder? Ja, also alles, was runter ist, genau. Ja, Süden gibt es nur eine Ja, Richtung. Also das ist wurscht, wo er herkommt, der Fluss. Da weitergeht es nämlich auch schon bei uns bei Musik und Gesang im Wirtshaus, bei Josef Menzel in der Wolper, in unter ihrer Ding. Südlich der Donau, Herentahal der Donau. Ungewöhnliche Klänge, gell, für eine bohrische Wirtshausmusik. Aber irgendwie auch nicht schlecht, die Sunny Bottom Boys. Genau, go away. Ich schleiche mir jetzt einmal kurz davor. Ich hab da gerade so Gelüste. Wo ist denn die Franzi?
Franzi ist gerade auf dem Weg zum Kaffee und einen Kaffee brauche ich jetzt. Franzi, Ja. kannst du dir mal einen Bund Kaffee? Da ist Kaffeemaschine. Ja, freilich. Was darf denn sein? Ein Espresso. Espresso? Freilich. Magst du auch einen? Mal gleich. War für dich, oder? Ja, wir trinken mit. Trinken wir miteinander, Ja. genau. Ist so ein Musikantenabend anstrengender? Dauert der länger? Ja, je nachdem immer, wie viel Sitzfleisch die Leute haben, aber normalerweise um 11:30 gehen dann noch die meisten wieder heim doch. Du bist auf die Letzten, die bleiben dann. Mit Milch oder schwarz? Ja, schwarz. Alles klar. Also du kannst ja schon mal so zwischendurch einmal einen ganz kurzen Moment gönnen, was da einen Kaffee trinkt. Ja, genau. Auf jeden Fall. Faszinierend, gell? Ja, das ist auch bayerische Volksmusik, Bavarian Folk, kann man sagen. Die Sunny Bottom Boys. Zusammen mit der Kapelle von Menzel ist das ein richtig guter Groove, gell? Absolut. Jetzt müsst ihr den Namen mal übersetzen. Was sind Sunny Bottom Boys? Sunny Bottom Boys heißt, auf mein ganz grob übersetzt, die Burschen, denen die Sonne hinten rausscheint. Gut. Jungs mit dem sonnigen Gemüt. Was ist das für eine Art von Musik, was ihr macht? Also was wir eigentlich machen, das ist, sage mal, auf jeden Fall handgemachte Musik. Nichts Synthetisches, das ist uns ganz wichtig. Das ist eine Mischung aus Rock'n'Roll, Country, Bluegrass. Also ich möchte schon fast sagen, amerikanische Volksmusik. Genau, aber geht gerade so auch in Bayern. Ja. Funktioniert auch im Wirtshaus. Funktioniert sehr gut, ja. Funktioniert genauso. Und seit die Waschmaschine erfunden ist, hat die bayerische Volksmusik ein neues Instrument, gell? Ja. Waschbredel. Aber ich glaube, es geht schon wieder weiter. Da, oder? Ja, geht schon wieder weiter. Jetzt spielen sie miteinander. Einfacher so. Das war nachher der Jam Session zwischen American Country und Bavarian Menzel Folk. Ja, wollt ihr Limo? Wollt ihr Cola? Wollt ihr Spezi? Wollt ihr Bier? Freibier, Freibier. Wir wollen Freibier, Freibier. Am Rundfunk, das ist gut. Sagsen die, jetzt geht's aber dahin in Unter-Irading. Eine ungewöhnliche Musikmischung, aber haut hin, oder? Ja,
Stammgast, der Metzgermeister Stefan Landendinger, der da links mit dem karierten Hemd. Musi und Gesang, so heißt unsere Sendung, Musi und Gesang aus dem Wirtshaus. Heute haben wir in Unterirrading, das ist bei Pendling, direkt am Ufer der Donau bei Regensburg. Und das ist der Bezirksheimatpfleger gewesen. Bis wann? Bis 94. Der Adolf Eichenseher. Jesus ist im Wirtshaus schön, heißt eins von deinen Büchern. Gesammelte Wirtshauslieder haben da drin, gell? Ja. Was ist denn so schön im Wirtshaus? Also die Wirtshauslieder, was ist das Besondere an Wirtshauslieder? Ja, dass sie vor allem der Unterhaltung dienen und auch der Geselligkeit und auch der Gemeinschaft, was ja leider in den letzten Jahrzehnten sehr zurückgegangen ist. Und wir versuchen jetzt mit dieser Dokumentation von Wirtshausliedern einerseits die Lieder zu erhalten, zu dokumentieren, aber auch wieder als Angebot an unsere Wirtshausgänger und Wirtshaussänger weiterzugeben, damit sie überhaupt was in der Hand haben, was singen können. Ich möchte gleich fragen, warum es so zurückgegangen ist, aber kannst du mal eins irgendwie wegen ansingen aus den... Na ja, zum Beispiel Prost, 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 das Gurgeln gibt Verrost, Verrost, Prost, 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 das Gurgeln gibt Verrost. In unseren Steinen Geruch, da ging ein 15 Seilerei, da kannst du Saffen genug. In unseren Steinen Geruch, trara, trara, der Pfarrer, der Saft, ah, drum sind wir lustig, weil wir noch kein Weiber haben, drum sind wir lustig, drum sind wir froh und so weiter. Ja, man hört, die Wirtshauslieder haben ein bisschen oft ein wenig anzüglich derb, gell? Ja, das war halt die Männergesellschaft. Man darf ja nicht vergessen, dass die Frau eigentlich früher, außer der Kellnerin, im Wirtshaus nichts zu suchen gehabt hat. Das waren noch heile Zeiten, aber heutzutage geht natürlich auch jede rein. Emanzipation nennt man das, auf Borisch aufmanteln, gell? Jetzt. Nein, die Zeiten sind schlecht geworden, ganz schlecht sind die Zeiten. Ganz schlecht. Ja, denen trauen wir nicht nach, aber es ist natürlich klar, dass das eine Männergesellschaft war, die auch dann entsprechende Lieder gesungen hat, aber wohlgemerkt eigentlich immer erst, wenn sie schon etwas alkoholisiert waren. Also wer Volkslieder sucht um 8 Uhr am Abend oder um 9 Uhr, der ist früher dran. Ja.
aber du hast es gerade gesagt, man trauert einer Zeit nach und hast auch gerade gesagt, das ist jetzt wieder im Kämmer, das Wirtshaus singen. Was war denn dazwischen? Ja, dazwischen darf man nicht vergessen, dass wir 2 Weltkriege gehabt haben, dass die Männer im Krieg waren. Und nach dem Krieg, wie unsere Wohlstandsgesellschaft gekommen ist, haben wir das der Musikbox überlassen. Aber jetzt geht's singen, Mann. Ja. Komm, ich hau die Schmerzerei da. Ja, irgendwas. Jetzt, wo wir gerade mittendrin waren. Mittendrin waren wir. Ja, mittendrin. Okay. Immer wenn es am schönsten ist, gell? Ja, die Reischerei. Oder? Ja. Wo singen wir denn? Wir haben halt Also der Rhythmus ist sehr einfach. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. So. Und wann kommt die 3? Man wächst mit den Herausforderungen. Ja, so. Also, das macht nichts. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Die bringst zusammen. Ja. Die bringt er hin. Allweisch 1, 2, 1, 2, gell? Ui, Rhythmuswechsel. Schöne Brezen haben sie dort am Tisch, die auftraten. Apropos, ich habe ja vorhin beim Koch einen Teller Pichelsteiner geschafft. Der kann eigentlich schon langsam 4 sein. Soll ich vielleicht einmal nachschauen in der Küche? Ja. Meine Pichelsteiner, glaube ich, sind gerade fertig geworden, gell? Wie? Ja? Ja, da haben sie schon da. Schau, gut. Heiß, ja. Löffel brauche ich noch, der ist da, glaube ich. Jawohl. Haha. Was noch, Schaukelbrot? Ja, nimm einer mit. Danke, das ist ein Michi. Oh, ich weiß es, aber der Michi ist ein guter. Der Michi ist ein sehr guter. Ich gehe gleich an die Schenk her. Evi, darf ich mal her sitzen? Meine Pichelsteiner sind fertig, schau her. Lass dann schmecken. Ja, Musi spielt, ist gut. Oh. Hoppala, ich glaube, die haben da ein bisschen Hektik. Vielleicht sollte ich da ein wenig aushelfen. Ich mache mich ganz gut, oder?
schauen wir da mal ein wenig aus. So. So, ich hätte mal einen Josef Menzel jetzt mitgebracht von der Blaskapelle. Schaut eh nicht heraus, gell? Ja. Ein bisschen Luft schnappen. Musikantenfreundliches Wirtshaus. Bist du wie lange schon? Wir haben halt einmal im Monat eine Veranstaltung, wo wir also gezielt einsagen, weil die spontanen Sachen sind oft entweder das falsche Publikum da oder die falsche Kapelle da, sondern das muss man schon ein bisschen anschirmen. Außer es ergibt sich natürlich, dass man jetzt irgendwie zusammensitzt und meistens ist ja in meinem Bekanntenkreis immer irgendeiner dabei, der ein Instrument kann. Und dann kommt schon vor, dass man mal eine Gitarre raushaut, meistens eine Gitarre, weil das da halt umeinander liegt und so weiter. Und dann wird halt ans gesungen, also das gibt schon. Meine Musikanten haben jetzt gefragt, ja, Fernsehen, was machen wir denn da? Also, das heißt, da ist jetzt nichts geplant und mein Zettel ist immer noch weiß, den wo man aufschreiben wollte, weil ich kann es nicht, weil das muss ja so kommen, sonst ist es ein Krampf. Haben wir übrigens eben schon mal groß gehabt, nämlich da. Also nicht Wampen, sondern. Wampen muss ich schnell ziehen. Genau, da. Josef Menzel. Oder? Ja. Ja, mei. Seht einer drin spielt Musik. Ja, siehst du, es geht schon wieder weiter. Das ganze Schmerzen. Das interessiert Leute eh mehr als wir. Das ist nichts. Macht der Floh den zweiten Stich, denkt man sich, am leckst mich. Floh, du kleiner Floh, hast 6 Haxen und dann hupst das so. Floh, du kleiner Floh, hast 6 Haxen und dann hupst das so. Wird der Floh im Hemd ertappt, wird er gleich der Wusel und kaputt gemacht. Floh, du kleiner Floh, hast 6 Haxen und dann hupst das so. So macht's der Floh, ohne Balancierstange über dem Popo. Floh, du kleiner Floh, hast 6 Achsen und dann hupst es so. Floh, du kleiner Floh, hast 6 Achsen und dann hupst es so. Respekt, die Musikantenkinder mit dem Floh. Und die Kapelle Josef Menzel holt schon wieder Luft.
Das ist nur einmal zur Erinnerung der Chef von der Kapelle, der Josef Menzel. Das ist also der Stefan Landendinger. Er ist nämlich der Metzger aus dem nahen Donaustauf. Gell? So weit ist es aber, oder so nah ist gar nicht das. Doch, über den Fluss schon, weil ich bin so ein leidenschaftlicher Wasserskifahrer und bin mit den Wasserski vorbeigefahren. Biergarten war voll, dann habe ich mir gedacht, die brauchen eine gute Wurst. Und so bin ich dahergekommen. Das heißt, du lieferst fürs Wirtshaus da in Unterirding Wurst, Fleisch, Schnitzel, alles? Alles genau, was es vom Metzger gibt. Ja, heute bist du mit dem Boot da. Genau. Und Wasserski hast du hinten dran. Ja. Ich bin noch nie Wasserski gefahren. Das macht gar nichts, das kann man sofort probieren. Jetzt, Hast du ein Badehosen dabei? Ja, also, auf geht's, packen wir's. Trinken wir schnell aus, dann gehen wir. Prost. Zum Wohl. Oh oh, ich glaube, da war jetzt ein bisschen übermütig. Jetzt war übrigens die Gelegenheit, dass wir umschalten. Läuft gar kein guter Krimi irgendwo, oder wie? Ich glaube, das wird richtig gut. Ja. So, Markus, und damit du nicht runtergehst, kriegst du jetzt noch schön Schwimmwestel. Das ziehen wir jetzt gleich an. Das ist eine super Idee. Ich hab gleich so Prallschutzrippen drin, oder man nennt das auf Neudeutsch auch Sixpack, was du da hast. Wahnsinn, jetzt habe ich auch einen Sixpacks. Da hast du das richtig Sixpack. Macht schon eine gute Figur, glaube ich. Also, aber zugehen tut es nicht, hä? Was? Du meinst, dass es nicht zugeht? Das war jetzt peinlich, weil ich schon so viele Sixpacks habe. So. Sixpack auf Sixpack, das zwickt einfach ein wenig. So, aber lieber gescheiter Prallschutz. Das ist ein richtiger Prallschutz. So schaut es mal her, wie er ausschaut, einwandfrei. Ja, geht doch. Das kriegen wir schon, kein Problem. So, das war's gewesen mit Musi und Untergang, Gesang aus dem Wirtshaus, aus Pentling, aus Unterirrading, von der Walper, besser gesagt eigentlich genau aus der Donau. Und falls wir die irgendwann wieder rauslassen aus der Donau, dann machen wir wieder eine Sendung. Stefan, geht noch unten. Logisch, auf geht's. So, zu.